Man nennt es auch das Dach der Welt, das tibetische Hochland mit seinen Berggipfeln im Himalaya. Eine Landschaft, die lange als unbezwingbar galt. Doch das Wasser, das sich in gigantischen Gewitterfronten auf die Hochebene ergießt, weckt neue Begehrlichkeiten. Das Wasser Tibets könnte zum Anlass für einen Krieg werden. Der Anfang fast aller großen Flüsse Asiens liegt im tibetischen Hochland. Sie versorgen China, Indien und Südostasien mit lebenswichtigem Wasser. Aber das Antlitz Tibets befindet sich in einem dramatischen Wandel. Auf unzähligen Baustellen bohrt und betoniert eine Armada von chinesischen Bauarbeitern. Fast unbemerkt vom Rest der Welt. In Dortmund lebt und arbeitet einer der wenigen Fachleute, der öffentlich machen will, was sich an Tibets Flüssen abspielt. Wang Weiluo hat herausgefunden, was die chinesische Regierung offiziell verschweigt. Allein am Oberlauf von Yangtze, Mekong und Salwen-Fluss entstehen rund 100 Dämme. Jeder Strich ein Staudamm, der bereits errichtet, in Bau oder in Planung ist. Der Ingenieur hat beim Bau des Drei-Schluchten-Dammes in China mitgearbeitet, bevor er nach Deutschland umzog. Er kennt auch das neueste Projekt in Tibet. Am Yarlung Tsampo, dem höchstgelegenen Fluss der Welt, entstehen gleich 5 neue Wasserkraftwerke. Nirgendwo sonst auf der Welt schlagen die Dammbauer derart zu. In einer Region, die bis vor kurzem noch völlig unberührt war, entsteht ein Damm nach dem anderen. 1/3 allen Stroms, der in China aus Wasserkraft erzeugt wird, soll in Zukunft aus Tibet stammen. Die Wasserkraft aus Tibet soll beim Ausbau von Chinas boomender Wirtschaft helfen. Koste es, was es wolle. Denn die Flüsse in allen anderen Landesteilen Chinas sind bereits restlos gestaut. Überlandleitungen transportieren den Strom in die Metropolen. Doch in dieser Gebirgslandschaft Wasser zu stauen, ist weit gefährlicher als im Flachland. Durch den Dammbau hebt man den Wasserstand in den Flüssen und erhöht dadurch den Druck der Wassermassen auf das Erdreich. Das führt zu einer Zunahme geologischer Katastrophen. Vor allem, weil die Täler des Yarlung Tsampo erdgeschichtlich gesehen sehr jung sind. Sie liegen auf Bruchlinien. Erdrutsche oder Felsabbrüche nehmen zu. So ist es auch beim Drei-Schluchten-Damm passiert. Doch im Hochland Tibets steht noch mehr auf dem Spiel als Erdrutsche oder eine verschandelte Landschaft. Denn die chinesische Regierung ist nicht nur an der Kraft aus den unzähligen Wasserläufen interessiert, sondern auch am klaren, trinkbaren Wasser selbst. Das Wasser, das heute durch die Täler Tibets und der angrenzenden Provinzen fließt, könnte in Zukunft zu großen Teilen umgeleitet werden, befürchtet Wang Weiluo. Tibets Wasser anzapfen, um China zu retten. So lautet der in Buchform veröffentlichte Plan mehrerer Generäle der chinesischen Armee. Mit Hilfe von bis zu 400 Meter hohen Dämmen soll das Wasser aufgestaut werden und durch ein Netz an Tunneln, Kanälen und Flüssen in den an Wassermangel und unter Dürren leidenden Nordosten Chinas fließen. In diesem sogenannten Himmelskanal könnten bis zu 300 Milliarden Kubikmeter Wasser bis nach Peking abfließen. Jährlich. Das entspricht mehr als der 4-fachen Menge des Rheins. Die chinesische Regierung dementiert im Moment noch jeglichen Plan zum Bau des Himmelskanals. Aber vergleicht man die Dämme, die China auf dem Yarlung Tsampo und dessen Nebenflüssen baut und noch bauen will, so ist sofort klar, das sind genau die Standorte, die für die Umleitung des Wassers aus Tibet nach China vorgesehen sind. Der Staudamm Sangmu etwa, an dem derzeit gebaut wird, entspricht haargenau dem vorgesehenen Beginn für den Himmelskanal. Nur mit Hilfe von Satellitenbildern lässt sich der Fortgang der Bauarbeiten in Sangmu erkunden. Filmaufnahmen vor Ort sind streng verboten. Die indische Regierung hat bereits gegen den Bau protestiert. Denn sollte hier der Himmelskanal entstehen, fehlte das Wasser für hunderte Millionen Menschen in Indien, wo der Yarlung Tsampo Brahmaputra heißt.
Wenn man aus Tibet jährlich 300 Milliarden Tonnen Wasser abzweigt, um es nach Nordostchina umzuleiten, bedeutet das für die Unterläufe aller Flüsse eine Katastrophe. Das kann man schon am Drei-Schluchten-Damm am Yangtze-Fluss sehen, wo sich alle am Unterlauf befindlichen Provinzen immer lauter über Wassermangel beklagen. Daraus kann man schließen, wie die asiatischen Nachbarstaaten am Unterlauf der Flüsse auf Chinas Plan reagieren werden. Mit Kriegen. Mit unvermeidbaren Kriegen werden sie reagieren. Kriegen ums Wasser. Es wäre nicht das erste Mal, dass Indien und China in Tibet Krieg führten. Schon 1962 stritten beide Staaten militärisch um die Kontrolle Südtibets. Der Grenzverlauf zwischen China und Indien ist in diesem Gebiet bis heute umstritten. Und ausgerechnet hier planen chinesische Generäle mit dem Himmelskanal das größte Wasserumleitungsprojekt der Menschheitsgeschichte. Was im Fall eines Krieges mit Dämmen geschehen kann, führt Wang Weiluo bei einem Besuch an der Möhne-Talsperre im Ruhrgebiet vor. Sie war die erste Talsperre, die gezielt aus Kriegszwecken bombardiert worden war. Für Wang Weiluo ein Mahnmal gegen die Dammbaupläne in Tibet. Für beide, Indien wie China, bedeutet das Himmelskanalprojekt eine Katastrophe. Eine Katastrophe auch für die ganze Menschheit. Während des Zweiten Weltkrieges kostete die Zerstörung dieses Staudammes mehr als 1000 Menschen das Leben. Damals setzte man noch sehr einfache Bomben ein. Heute würden in einem Krieg Mittelstreckenraketen auf Dämme abgefeuert. Wenn dann ein gigantischer Damm bricht, werden die Folgen verheerend sein. Die mögliche Gefahr eines Krieges um das Wasser Tibets kann den Rest der Welt nicht gleichgültig lassen. Die internationale Politik ist gefordert, damit den Plänen keine Taten folgen. Wir sind eins. ARD.